Es ist jetzt einige Tage her, dass wir hier eine Unterweisung hatten. Ich war nicht in der Lage, sie dann durchzuführen. Auf eine Hinsicht hatte ich mich nicht so gut gefühlt, so als ob ich eine Erkältung bekäme. Und ich habe gedacht, wenn ich da keine Ruhe einhalte, dann wäre es vielleicht schwierig. Es wäre hier während der Unterweisung. Ich habe also mich etwas ausgeruht. Das tatsächlich aber, obwohl ich sage, ich habe mich ausgeruht, habe tatsächlich viel Arbeit zu bewältigen gehabt. Ich möchte also an dieser Stelle allen, die über das Internet hier zuhören, den Gurus, den Kalyana Mitras, den verschiedenen Nonnen und Mönchen, den Geshis und den Lamas und Tulkus und all den anderen Dharma-Freunden überall in der Welt hier meine Grüße übermitteln. In den letzten Sitzungen haben wir zusammen über Mahakashyapa und über Ananda gesprochen. Wir haben ihre Lebensgeschichte besprochen und andere Hintergrundinformationen eingeflochten. Jetzt, heute, werden wir darüber sprechen, was mit dem ersten Konzil zu tun hat und was darin in den Schriften enthalten ist. Ich habe bereits vorher erwähnt, dass wenn wir über das erste Konzil sprechen, gibt es viele Berichte darüber, viele verschiedene Berichte. Und wenn ich über alle sprechen wollte, dann hätten wir niemals Zeit hier dafür. Und wenn wir über zu viele von ihnen sprechen, dann wäre es vielleicht gegenseitig verwirrend und würde uns daran hindern, den Kernpunkt darin klar zu erkennen. Also habe ich mich entschlossen, in zwei dieser Berichte hier zuvorderst zu nehmen. Das erste ist das, was in dem viergliedrigen Vinaya darin enthalten ist, nach der Dhamma-Gupta-Tradition, und das andere ist nach dem großen Kommentar zu den 100.000. Und ich habe jedenfalls mich entschlossen, dass nach dem, was dem viergliedrigen Vinaya aus dem Chinesischen enthalten ist, hier kurz zu übersetzen. Und das zweite Bericht ist also der Bericht, wie er in den großen Kommentar zu den 100.000-fachen Pragya Paramita enthalten ist, der, wie es heißt, von Nagarjuna niedergeschrieben ist. Also ich denke, es ist das Beste, wenn ich anhand dieser beiden Berichte versuche, das erste Konzil hier darzustellen. Und werde es mit anderen Informationen aus anderen Traditionen ausschmücken, da wo es hilfreich erscheint. Nun, in diesen beiden Traditionen des Berichts, in dem ersten Bericht der viergliedrigen Vinaya-Tradition nach Dharma-Gupta, ist darin eine Aufgliederung der Abfolge dieses Berichts zunächst zu nennen, also die Hauptpunkte, die in diesem Bericht enthalten sind. Das erste, was erwähnt wird, ist die Vorbereitung der Malas für die Verbrennung des Buddha, nachdem er in Paranirvana gegangen war. Und der zweite ist, wie Mahakashyapa von dem Tode oder dem Parinirvana Buddhas zur Kenntnis erhielt und wie er dann die Gelegenheit hatte, den Buddha zum letzten Mal zu sehen in Kushinaka. Und das nächste ist die Entscheidung, dann ein Konzil abzuhalten. Darauf folgend die
der Bhikshu from Vrichi, Ananda, Dharma lehrend und wie dann als nächstes Ananda damit mit Hilfe dieser Unterweisung so eifrig war, dass er das Resultat erreichte. Und dann die Diskussion, ob die kleineren Vorschriften etwas entspannt werden sollten, dann die Aufzählung der 7 Fehler von Ananda, die so wie Mahakashyapa dann zu Bericht gab, dass Ananda 7 Fehler habe und dann Upalis, Kompilation des Vinaya und Anandas Zusammenstellung der Dharma, der Körbe des Sutra und schließlich eine Diskussion über Purna. Das ist die Auflistung dieses ja, in der Dharma-Gupta-Tradition, viergliedrigen Vinaya-Tradition aufgezählten Punkte. Darin, in derselben Traditionslinie, ist aber auch das 5gliedrige Vinaya enthalten. Ich möchte aber auch hier die Liste der Punkte, die der Bericht in der Theravada-Tradition enthalten sind, hier aufzählen. Das ist etwas ausführlicher. Ich werde als Grundlage die 4gliedrige Vinaya-Aufzählung nehmen und dann aufschmücken mit den Punkten, die ergänzend zu erwähnen sind aus der 5gliedrigen Vinaya-Tradition. Das ist eine andere, und dann der erste Punkt hier drin ist, dass Mahakashyapas zur Kenntnis nehmen, dass Buddha in Parinirvana gegangen sind, dass Ananda eingeschlossen wird unter die Gruppe der Bhikshus, dann die 500 Bhikshus, die nach Rajkriya sich begeben und dann Ananda, der das Resultat erreicht und wie sie sich das Konzil vorbereiten. Und Mahakashyapa, der Ananda über die Körbe des Sutra fragt und dann die Diskussion über ob sie die kleineren Punkte entspannt werden sollen, die kleineren Vorschriften und Anandas 7 Fehler. Das 5 Fehler heißt es hier. Und die Diskussion, ob die kleineren Vorschriften überhaupt darin enthalten sein sollten oder. Und die Geschichte davon, wie Ananda die 7 Bhikshus zähmt. Und es gibt also sehr ähnliche Punkte, aber auch kleine Verschiedenheiten. In der Theravada-Tradition gibt es einen Text, der heißt Kantaka, Vinaya-Text aus dem Vinaya-Abschnitt. Da gibt es die größere und die kleinere Abteilung. In der kleineren Abteilung, da ist erst die Mahakashyapas Information über den Parinirvana des Buddha, dann die Entscheidung, Ananda einzuschließen unter die Bhikshus. Dann die 500 Bhikshus, die nach Rajkriya gingen und die Vorbereitung unternehmen, dann Ananda das Resultat erreicht. Upali stellt Vinaya zusammen, Ananda stellt die Körper des Sutra zusammen, die verschiedenen kleineren Vorschriften werden diskutiert, Anandas 5 Fehler hier und die Diskussion über Purna, Anandas Zähmen der 7 Bhikshus und dann etwas verschieden davon ist da ein Mädchen, das hier im Dienst war und hier die Dharma-Roben schenkt. Und am Ende in diesem Kantaka-Text sind da einige Verse als Zusammenstellung oder Zusammenfassung zu finden. Das ist also eine Auflistung der Punkte, eine etwas ausführliche Auslistung der Punkte des ersten Konzils.
Und heute nehmen wir den Theravada Khandaka und die und werden uns aber konzentrieren auf das, was in dem viergliedrigen Vinaya-Text als die Punkte des ersten Konzils genannt sind und in den nächsten Tagen. Und dann werde ich da auch darüber sprechen, wie in der Mula Sarvastivadin-Tradition dieses erste Konzil behandelt wird und so weiter. So, jetzt zu dem ersten Punkt hier. Schauen wir auf die Gliederung, wie es in dem viergliedrigen Vinaya enthalten ist. In dieser Tradition finden wir als ersten Punkt bei dem Bericht über das Konzil, dass die Malas den Verbrennung der körperlichen Überreste des Buddha vorbereiten. Wenn wir von den Malas in Kushinaga sprechen, dann sind das die Leute, die dort in Kushinaga dort wohnhaft waren. Die heißen die Malas. Nachdem der Buddha in Parinirvana ging, unter einem Schala-Baum, haben sie zuerst seinen Körper gewaschen, haben ihn in saubere Gewänder gehüllt und dann noch weitere 500 Tücher darum gelegt. Und ich höre so viel in der indischen Tradition, ist immer 500, 500. Ich glaube nicht, dass hier exakt 500 gemeint sind. Das ist einfach eine Zahl, die meint sehr, sehr viele. Es muss nicht unbedingt genau 500 abgezählt sein, aber das heißt aber eine große Zahl, ungefähr. Und das heißt, im Prinzip sagen sie, die haben ihn in eine reine Tücher gehüllt oder Gewänder und haben dann noch ganz viele andere Tücher darum und am Ende dann den Körper in einen eisernen Sarg hineingelegt und mit vielen feinen Düften versiegelt und haben dann eine andere Kiste herumgebaut, indem sie diese Eisenkiste hineingestellt haben und darum herum wieder viele wohlriechende Hölzer angeordnet und darum gruppiert. Also da unter den Sarg und drumherum ganz viele wohlriechende Hölzer gruppiert. Und da gab es den Anführer der Malas, der damit beauftragt war, das Feuer zu entzünden für die Verbrennung. Haben eine Kerze, zündet ein Feuer und hat das Feuer entzündet, aber es schien nicht weiter zu brennen. Und dann die höherrangigen aus der Malergruppe haben dann ihre Salzkerzen herbeigebracht, um auch dann dieses Feuer zu entzünden. Aber was immer sie auch versuchten, hat sich so ergeben, dass das Feuer niemals richtig in Gang kam. Ananda hat dann zu den Malers gesprochen. Das ist unsinnig, dass ihr euch hier so anstrengt. Die Götter haben euer Feuer ausgelöscht. Und die Malas fragten, weil sie das nicht verstanden, warum sind die Götter damit befasst, unser Feuer wieder auszumachen? Und die Antwort Anandas war, Mahakashyapa und 500 Bhikshus sind unterwegs, gerade von Pava nach Kushinagara, und die sind auf dem Wege hierher. Und als der Buddha in Parinirvana ging, war Mahakashyapa nicht in der Nähe. Er war an einem anderen Ort, irgendwo zwischen Pava und Kushinagara.
wie ich das später noch erklären werde. Er war also unterwegs zwischen diesen beiden Orten und als er davon Kunde erhielt, und Mahakashapa hatte aber die große Hoffnung, dass er in der Lage sein möge, die Überreste des Buddhas zu sehen, bevor sie verbrannt seien. Und da er diesen Wunsch hatte, und die Götter wussten, was Kasyapas Wunsch war, haben sie das Feuer immer wieder gelöscht. So erklärte Ananda es den Malas. Und nach dieser Erklärung sagten sie, ehrwürdiger Ananda, wenn das so ist, dann werden wir eine Weile warten, um den Wunsch der Götter zu erfüllen. Wir können sowieso nichts anderes jetzt tun. In jedem Fall haben sie nicht weiter damit fortgefahren, damit den Körper des Buddha zu verbrennen. Der zweite Teil hier in diesem Bericht ist damit befasst, die Situation zu beschreiben, wie Mahakashyapa davon Kunde erhielt, dass Buddha in Parinirvana gegangen sei. Mahakashyapa war, wie ich bereits gesagt habe, und auch wie Ananda es zu verstehen gegeben hat, irgendwo unterwegs mit 500 anderen Bhikshus. Und wie bereits gesagt, diese 500 müssen nicht wirklich 1, 2, 3, 4 bis 500 sein, sondern es heißt immer 500, 500 an vielen Stellen, ist eine große Menge von Mitgliedern des Sangha unterwegs, zwischen Pava und Kushinagara, wie ich bereits gesagt habe. Und was meinen wir mit Pava und Kushinagara? In Indien der alten Zeit gab es 16 große Königreiche, 16 zentralindische Königreiche. Unter diesen 16 war eines, das war das Mala-Königreich. Und dieses Königreich hatte 2 Hauptstädte, 2 große Städte, Kushinagara und Pava. Und heute, denke ich, nennt man das Pavapuri. Ich glaube, dass in der Gegend, das man heute den Nalanda Distrikt nennt, in jedem Fall aber, war Kushinagara und Pava unter den 16 großen Königreichen, waren die in einem der 16 großen Königreichen Indiens gelegen und darin die größten Städte. Jedenfalls war Mahakashyapa unterwegs zwischen Pava und Kushinagara. Und während unterwegs traf er einige Schüler der Jain-Tradition. Und das ist dem Lehrer Janiputra folgten. Und er hat also diese Schüler unterwegs getroffen und die ihrerseits einige Blumen in der Hand hielten, die sie zur Verehrung dargeboten waren während des Parinirvana des Buddha. Und das sind Mandarava-Blumen. Ich werde später ein Bild von diesen Mandarava-Blumen zeigen, also Blumen. Er traf also diese Schüler des Janiputra und die diese Mandarava-Blumen in der Hand hielten. Als er sie sah, fragte er sie, wo kommt ihr her? Sie sagten, wir kommen von Kushinagara. Als sie sagten, dass sie von Kushinagara kamen, und Mahakashyapa wusste, dass der Lehrer dort weilte, fragte er, wisst ihr, was mit unserem Lehrer ist? Ja, also sie waren also, er sprach Lehrer, weil er sprach ja zu Giants, nicht zu Schülern des Buddha. Und er fragte sie, ist der Lehrer immer noch in dieser Welt? Und sie sagten, er ist nicht mehr.
Es ist bereits jetzt 7 Tage her, dass er in Parinirvana gegangen ist. Und wir kommen genau von daher mit diesen Blumen von diesem Platz eben. Blumen, die wir zu dem Zeitpunkt als Geschenk dargeboten haben, zum Zeitpunkt des Parinirvana. So, das war die Antwort. Und als Mahakashyapa davon Kenntnis erhielt, war er sehr betrübt. Er war ein Arhat, er hat nicht reagiert wie normale Menschen, nicht vielleicht so verzweifelt und betrübt wie normale Leute. Aber einige der Bhikshus um ihn herum, die waren noch nicht frei von Begehren, und als sie davon hörten, dass das Buddha in Parinirvana gegangen war, sind viele der Bhikshus einfach umgefallen. Sie sind einfach umgefallen, wie als ob man einen Grasballen hat, dem man die Unterstützung entzieht, und dann sie einfach auf den Boden fallen. Und haben sich auf den Boden gewälzt in Verzweiflung, rufend, das Auge der Welt ist blinde, der Tathagata ist viel zu früh gegangen. Werden jetzt die Lehren vergehen, die wir verehrt haben. Und einige sind also ohnmächtig geworden, einige haben sich auf den Boden gewälzt oder hin und her gerollt, als ob man Holzstämme hin und her rollt auf dem Boden. Alles in Verzweiflung. Und fragen, warum ist das, dass der Tathagata so früh in der Parinirvana gegangen ist? Sie waren voller Sorge und Betrübnis, Verzweiflung, weinend und wehklagend. Nicht? Und wie gesagt, da waren diese 500 Bhikshus, und einer unter ihnen war Upananda. Und er sprach zu denen, einer, der nicht so ein gutes Verhalten an den Tag legt, einer von den dieser Sechserbande. Unter den Bhikshunis gab es 12 solche, die man die Bande der 12 nennt. Jedenfalls Upananda war von dieser Sechserbande und einer der Bekannten. Also die waren alle, diese 6, waren wegen ihres schlechten Betragens bekannt oder berühmt. Und er war einer von denen. Und als er das sah, wie die anderen sich da in Verzweiflung und Wehklagen auf dem Boden herumrollten, sagte, oh, ihr Älteren, ihr sollt das nicht tun. Es ist kein Grund für euch, darum zu weinen und zu wehklagen. Wir sind Mönche, die älter geworden sind. Na, jetzt sind wir frei. Als der Buddha noch lebte, hat er immer gesagt, das ist gut, das ist nicht gut, das ist richtig und das ist nicht richtig. Und er hat nie aufgehört damit, immer wieder uns zu unterweisen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und jetzt können wir machen, was wir wollen. Wir sind einfach froh und glücklich jetzt. Wir können tun, was wir möchten. Wenn wir die Regeln einhalten wollen, können wir das tun. Wenn wir sie nicht einhalten wollen, dann brauchen wir das nicht zu tun. Wir können uns nun vergnügen. Wir haben unsere Freiheit. Also, da ist kein Grund, hier in Wehklagen und Verzweiflung zu verfallen. Als Mahakashyapa das davon hörte, war er er war ja schon am Anfang sehr betrübt, aber als er davon hörte, hat das seine Betrübnis noch verstärkt. Er sprach zu den Bhikshus, kommt rasch, zieht eure Roben an und nehmt eure Bettelschalen. Wir gehen jetzt ganz schnell zu dem Ort, wo der Buddha Parinirvana ging, um sein Gesicht vielleicht das letzte Mal zu sehen, bevor er verbrannt wird. Sofort, indem er das sagte, haben alle die Bhikshus ihre Sachen zusammengerafft, ihre Bettelschalen und sich nach Kushinagara aufgemacht. Das war der Moment, wie die Kunde von dem Parinirvana des Buddha
durch Mahakashapa und den Mönchen aufgenommen wurde. Der nächste Punkt in dem Bericht ist darüber, wie diese letzte Begegnung von Mahakashapa mit dem Buddha sich vollzog. Man könnte sagen, das war das letzte Abschied nehmen von Buddha für Mahakashapa. Als Mahakashapa also mit den 500 Bhikshus dort in Kushinagara ankam, kommen sie von ist außerhalb der Stadt. Erst muss sie auch innerhalb von Kushinagara dann hineingehen und dann einen Fluss überqueren, einen Yadvati-Fluss. Und schließlich zu dem Platz, wo die Überreste aufgebahrt waren, Mahakunda, Vandana Stupa. Und als sie dort ankamen, haben sie Ananda getroffen. Mahakashapa hat Ananda sofort gefragt: Falls die Überreste des Buddha noch nicht verbrannt sind, dann möchten wir sie bitte sehen. So sprach er zu Ananda. Und Ananda sagte: Wir haben sie noch nicht verbrannt, die haben die Überreste des Buddha, aber es ist vielleicht ein bisschen schwierig, sie tatsächlich sehen zu wollen. Und der Grund, das ist der, den ich vorher erwähnt habe, dass sie nicht den Körper nicht einfach im offenen Luft herumliegen lassen, sondern haben ihn gewaschen und dann in reine Gewänder gehüllt und dann diese vielen, vielen anderen Tücher herumgewickelt und dann diese 500 anderen Tücher und sie dann in so viele, viele Lagen von Stoff darum und dann nach all dem dann in eine metallene Kiste hineingelegt mit vielen wohlriechenden Substanzen und Wassern und dann wiederum in einen hölzernen Sarg. Und unter dem herumherum all die verschiedenen Sandelholz, Äste aufgeschichtet, alles in der Vorbereitung für eben die Verbrennung. So ist es etwas schwierig, den Buddhas Gesicht selber zu sehen, weil alles so viele Male eingewickelt ist und verhüllt. Aber wie auch immer, Mahakashapa hat sich sofort zu diesem Ort begeben, zu dem Ort der Verbrennung, und da hat sich dieser Sarg natürlicherweise geöffnet. Er ist einfach aufgegangen. Die Kiste hat sich von alleine geöffnet und die Füße des Buddha wurden sichtbar, haben plötzlich herausgeragt, so als ob sie wie von natürlicher Weise aus diesem Sarg herauskamen. Und als Mahakashapa diese Füße des Buddha sah, etwas mit Dreck bedeckt, so schmutzig, hat er zu Ananda gesprochen. Ananda, was ist das? Weil Ananda mit all diesen Sachen zu tun hatte. Buddha hatte eine solche wunderbare körperliche Figur, wie eine goldene Farbe des Körpers. Wer hat seine Füße verdreckt? Und Ananda sagt, als der Buddha im Parinirvana ging, kamen viele Frauen, um die Überreste zu sehen. Und sie waren nicht sehr sorgsam. Sie haben sich verneigt zu dem Buddha und haben die Füße berührt und haben mit ihren Tränen und mit ihren Händen die Füße berührt. Weil Frauen diesen Tag in Indien alle möglichen Dinge um ihr Gesicht an Farben in ihrem Gesicht hatten, haben sie damit die Füße des Buddha auf diese Weise beschmutzt. So erklärte es Ananda. Mahakashapa war darüber alles andere als erfreut, hat sich aber dann zu den Füßen des Buddha verneigt und dann alle Bhikshus und Bhikshunis, die männlichen und weiblichen Übenden, Götter und Menschen haben dann sich zu den Füßen des Buddha verneigt. Und nachdem sie sich alle verneigt haben, waren plötzlich die Füße des Buddha nicht mehr sichtbar, waren plötzlich verschwunden wieder in diese Kiste
Kasyapa hat einen langen Seufzer getan und einige Verse gesprochen, die umrundet 7-mal diesen Scheiterhaufen. Und dann hat dieser Holzhaufen sich plötzlich selber entzündet, ohne dass irgendjemand ein Feuer darin hineingebracht hat. So, vorher waren es all die vielen Leute, die probiert haben, diesen Holzhaufen in Brand zu setzen. Es hat nicht funktioniert. Und jetzt, ohne dass irgendeiner eine Anstrengung vollzogen hat, nachdem Mahakashapa diese letzte Begegnung hatte und sie sich verneigt hat und dann umrundet und so weiter, hat sich dieser Haufen ganz von selbst entzündet. Das war die Gelegenheit, wie Mahakashapa die Überreste des Buddha, den Überresten begegnen konnte. Und jetzt kommen wir zu der Entscheidung, ein Konzil abzuhalten. Und Mahakashapa hat die Gelegenheit benutzt, darüber zu sprechen und sagt, als ich hier auf dem Weg nach Kushinagara war, da war dieser Bhikshu Upananda. Upananda hat sich an all die Älteren gewandt und hat gesagt, ihr Älteren, ihr müsst euch nicht so verhalten, als sie sich dort eben mal in Wehklagen auf den Boden wälzen. Da ist kein Grund dafür, hier zu weinen und zu wehklagen. All wir älteren Mönche sind jetzt frei. Während der Buddha noch am Leben war, dann war da kein Ende darin, dass er immer wieder gesagt hat, dies ist doch in Ordnung, dieses nicht. Und ihr sollt deshalb nicht so euch verhalten, dass ihr jetzt weint und wehklagt. Jetzt, nachdem er gegangen ist, habt ihr eure Freiheit wieder. Wir können tun, was wir möchten. Jeder kann nach seinen Wünschen tun oder nicht tun. Und ich denke, deshalb, sagt Mahakashapa, wir sollten uns alle zusammen treffen und sollten eine Diskussion über den Vinaya halten. Sonst kann es sein, dass diejenigen, die nicht Schüler des Buddha sind, werden alle möglichen unerfreulichen und beschämenden Dinge über uns sagen. Dann heißt es, die Lehre des Bettelmönchs Gautama, seine Vinaya-Disziplin und sein geregeltes Leben hat sich aufgelöst, wie Rauch sich einfach verflüchtigt. Und solange der Buddha am Leben war, hat er uns trainiert in Vinaya. Aber jetzt, wo der Buddha nicht mehr da ist, müssen wir uns sehen, ob da irgendjemand in der Lage ist, diese Vinaya-Schulung weiterzuführen. Wir sollten uns also treffen und ihr Älteren, wir sollten die gelehrten Arhats einladen. Und sie haben also dann 499 Bhikshus eingeladen, die allesamt Arhats waren. Und es waren nicht alle Bhikshus, aber es waren die unter den Bhikshus, welche Arhats waren, welche ganz viel gelernt haben, die viel Weisheit erworben hatten im Hören des Dharma. Also es waren sozusagen die Besten unter all den Bhikshus, die dort eingeladen wurden. Und unter denen, also die dort, während dieser Diskussion war einer, der sagte, Ananda sollte eingeschlossen sein in diese Gruppe. So war die Meinung dieses Bhikshus. Mahakashapa sagte, es wäre nicht okay, Ananda hier einzuladen, und der Grund, Ananda hat immer noch Begehren, hat Hass und Dummheit und Angst. Das heißt, im Grunde genommen zu sagen, er ist noch kein Arhat. Er ist noch ein Mönch, der im Schulungsprozess begriffen ist. Er ist noch keiner, der ein Arhat ist. Wenn er sich nicht frei sagen kann von Gier, Hass und Dummheit, dann kann er nicht im Konzil mit eingeschlossen sein. Das waren die Worte Mahakashapas. Aber der Bhikshu sagte, derselbe, der vorher seine Meinung kundgetan hat, sagte, das ist zwar richtig, aber Ananda war des Buddhas Gehilfe. Er war immer mit dem Buddha zusammen. Er hat viele, viele Dharma-Unterweisungen des echten Dharmas empfangen vom Buddha. Und wenn immer er eine Frage hatte, hat er sich sofort zum Buddha begeben und ihn darüber befragt. So, er ist jemand, der alles weiß über diesen Dharma und wir müssen unbedingt ihn mit einschließen.
Und wenn er nicht mit eingeschlossen ist, dann kann das nicht funktionieren. Also haben sie eine Entscheidung getroffen, dass was immer auch Maha Kashyapa als Einwenden vortrug, wir müssen ihn unbedingt einladen. Das war ihre Entscheidung. So haben sie Ananda auch eingeladen. Und dann kam die Frage auf, wo sollten wir am besten dieses Konzil abhalten? Weil das wird eine Weile brauchen, für diese Zeit, wo wir dort sind, brauchen wir Unterkunft, wir brauchen Nahrung. Wo ist der beste Platz, wo wir dies durchführen können? Wo haben wir Unterkunft und Nahrung? Am Ende haben sie sich darüber geeinigt, ist der beste Platz Raja Griha war. Der Grund war dafür, weil da es viel Unterkunft und Verpflegungsmöglichkeiten gab. Da wird es kein Hindernis geben. Und deshalb ist, dass dies der geeignete Ort sei für das erste Konzil. Raja Griha wurde auserwählt. Am Ende dessen hat Maha Kashyapa schließlich sich an alle die Versammlung gewandt und gesagt, ihr Ehrwürdigen, wir haben, wenn das der richtige Zeitpunkt ist und wir uns jetzt darüber einig sind, dann sollten wir alle die Bhikshus einladen und wir sollten uns sofort aufmachen nach Raja Griha, noch heute für dieses Konzil. Sie haben sich also aufgemacht und in Richtung Vaishali, das ist so die erste Stelle auf diesem Wege hin. In dem viergliedrigen Vinaya ist dies so beschrieben. Um es ein bisschen auszuschmücken, in der fünfgliedrigen Vinaya heißt es, ein klein bisschen verschieden. Da heißt es, der Unterschied ist der, nach dem Parinirvana war Maha Kashyapa in einem anderen Ort, heißt Kartahrada See, Markatarada See in Vaishali, wo er sich mit den 500 anderen Bhikshus eben aufhielt und Ananda war nicht dabei. Das ist im Grunde soweit dasselbe. Aber zu dieser Zeit sagte Maha Kashyapa zu den Bhikshus, ich habe gehört, dass der Buddha gegangen ist in Kushinagara. Und als er unterwegs war, auf dem Weg von Kushinagara nach Pava, und diese Kunde empfing, da war ich betrübt und einige Bhikshus waren so verzweifelt und verwirrt, dass sie auf den Boden fielen und so weiter und dass sie in Wehklagen und Weinen sich ergingen, sagt, die Augen der Welt sind jetzt leer geworden, sie ist blind, die Welt ist leer, die Augen der Welt sind erblindet. Und da gab es diesen Upananda, der sagte, weint nicht und wehklaget nicht. Ja, der Buddha hat uns in den Lebzeiten ganz viele Regeln gegeben, was wir zu tun haben und zu lassen haben und hat uns immer wieder geschult. Und jetzt, wo der Buddha nicht mehr da ist, können wir endlich tun, was wir möchten. Wir brauchen uns jetzt nicht mehr anzustrengen. So ist kein Grund für Wehklagen. Kashyapa sagt, als ich davon hörte, waren meine Sorgen plötzlich noch um ein Vielfaches größer geworden. Natürlich, dadurch, obwohl der Buddha in Parinirvana ging, sind wir immer noch Bhikshus und Bhikshunis. Deswegen sollten wir uns anstrengen, sollten wir ein Konzil abhalten. Wenn wir das nicht tun, dann werden einige Schüler, so wie Upananda, wenn wir das tun, werden einige Schüler, so wie Upananda, nicht in der Lage sein, die Lehre des Buddha zu schwächen. Und die Bhikshus, die von Maha Kashyapa darüber so informiert waren, über seine Gedanken, haben sich gedacht, dass es hat ein
hat einen guten Grund, was Mahakashapa sagt. Es hat Grund und es ist sinnvoll, das sollten wir tun, aber Ananda sollte auch mit eingeschlossen sein. Er war immer mit dem Buddha und sein Geist ist sehr scharf und er hat viele Dharma-Unterweisungen gehört. Er kann sich erinnern, ist wieder Schatzhalter des Dharma. So, er sollte definitiv mit eingeschlossen sein. Jemand, der allen Dharma weiß und gehört hat, er muss unbedingt darin eingeschlossen sein. Mahashakapa trug seinen Einwand vor und sagte, Ananda ist immer noch auf dem Weg, er ist eigentlich noch ein Schüler. Er hat immer noch deswegen auch Gier, Hass und Dummheit und Angst ist in seinem Gemüt und er sollte also nicht eingeschlossen sein. Das sind kleine Unterschiede nur zu dem Viergliedrigen. Aber der Punkt hier, hauptsächlich in dem Viergliedrigen, dem wir hauptsächlich folgen werden, sagten die Mönche, dass Ananda unbedingt eingeschlossen sein muss. Und zu diesem Zeitpunkt, wo sie die Entscheidung trafen, wo war denn da Ananda? Ananda war unterwegs und war unterwegs zu einem einsamen Platz und betteln, um Nahrung betteln. Und als er diesen einsamen Platz erreichte, dachte er sich, wenn man ein frisch geborenes Kalb hat, dann muss es Milch trinken. Und so bin ich auch jemand, der noch auf dem Wege ist. Und es gibt viele Arhats, die sich jetzt versammelt haben. Und ich sollte dieser Gruppe folgen, so wie ein junges Kalb sich den anderen anschließt, um Milch zu trinken. Das war sein Gedanke, der ihn überkam. Wo waren die 500 Älteren, die Bhikshus? Die waren von Vaishala unterwegs zu Rajakriya. Mussten sie also durch Vaishali durchgehen. Also ich sollte nicht 500 sagen, sondern 499 natürlich, ne? Die unterwegs waren dorthin. Und auf der Straße unterwegs nach Vaishali. Und Ananda war schon zu diesem Zeitpunkt in Vaishali. Und als es dann hieß, dass die 500 Bhikshus, die Arhats, die unterwegs seien, weibliche und männliche Übende und Bhikshus und Bhikshunis und der König und die Minister und alle, auch die Schüler, die nicht der Lehre des Buddha folgen, haben darüber sehr erfreut und es war eine große Aufregung und haben überlegt, oh, wer kommt da und wie können wir sie begrüßen und was können wir tun und so weiter. Da gab es zu diesem Zeitpunkt in Vaishali einen Mönch, einen Bhikshu aus Vrichi. Vrichi hat, wie ich beispielsweise gesagt habe, gab es die 16 Königreiche in Indien. Und eines dieser Königreiche trug den Namen Vriji, war also ein Bhikshu aus Vriji. Er war in Vaishali gerade zu diesem Zeitpunkt und es war nicht irgendein älterer Bhikshu, sondern es war einer, der die Hellsichtfähigkeit erlangt hat. Also Telepathie oder wie man es nennen möchte, also dieses göttliche Auge, wie man es nennt, der Hellsicht. Und viele waren dabei, sich darüber zu unterhalten, dass da 500 Arhats unterwegs seien, um hierher zu kommen und wie können wir sie begrüßen. Und es gab eine große Bewegung unter der Bevölkerung. Und er hat sich also gefragt, ist Ananda tatsächlich ein Arhat oder nicht? Ist Ananda ein Arhat? Diese Hellsicht zu benutzen bedeutet, man muss in einen Samadhi-Zustand gehen und dann darin schauen, wie es eigentlich ist. Und er ging also in Samadhi und sah, dass Ananda tatsächlich immer noch etwas Begehren hatte. Und um aber ihm zu helfen, dass er tatsächlich den Arhat-Zustand erreicht hat, dachte er, muss ich etwas unternehmen.
und etwas Überdruss in ihm erzeugen. Und er hat sich also zueinander begeben und hat ihn mit einem Vers begrüßt. Und dieser Vers könnte man übersetzen so: Einsam zuweilen unter einem Baum, übe dein Herz in Richtung auf Nirvana zu gehen. Übe Dhyana, Sammlung und sei voller Umsicht. Und braucht es dann braucht es dann noch mehr zu sagen? Also mit kurzer Hand hat er ihm unterwiesen und gesagt, hier, du musst den Zustand des Arhat erreichen. Als der Bhikshu solche Art Worte sprach zu Ananda, die ihm inspirieren sollten, Überdruss an der Welt zu empfinden, dann gehört das zu dem, wo ich darüber später sprechen werde, wie Ananda sein Resultat erreicht. So, jetzt haben wir unsere Pause, 30 Minuten.他理解了，对眼啦，其实对对眼啦，喜悦那老的送达的理解是吧？ Das war also der Bericht aus dem viergliedrigen Vinaya. Die Art und Weise, wie es in dem fünfgliedrigen Vinaya heißt, ist im Weise eigentlich aber ein kleiner Unterschied. Die Hauptsache ist, dass Ananda war in Vaishali, um Dharma zu lehren, zu einer großen Gruppe der vierfachen Gemeinde. Und als diese Menschen kamen, um einander zu bitten, um Dharma-Unterweisung, da war der Bhikshu vom Rishi, der sah, dass Ananda und all die vielen Leute dort waren, was ihnen eine Unruhe erzeugte, die ihn davon abhielt, in Samadhi zu verweilen. Das war für ihn also ein bisschen ungelegen für das Verweilen in Samadhi. Und er dachte, Ananda ist immer noch auf dem Lernweg. Und das liegt vielleicht daran, weil er in so einer Umgebung mit so viel Bewegung und Unruhe sich befindet. Und wahrscheinlich hat er seine Aufgabe noch nicht erledigt. Ich werde mal mit meiner Hellsicht darauf schauen, hat sich in Samadhi begeben, um dann mit Hellsicht zu erkennen und sah, dass Ananda tatsächlich seine Aufgabe noch nicht erfüllt und kein Arhat geworden war. Ich muss also etwas tun, um ihn einen Überdruss an Weltgeschehen zu erzeugen, damit er seine Aufgabe erledigen kann. Und so war dann sein Entschluss. Und als dieser Bhikshu dann diese Worte des Dharma sprach, um Ananda zu ermutigen, ist die Frage Ananda jetzt ermutigt. Es war tatsächlich sehr hilfreich. Nachdem er diesen Vers vernahm, entstand in ihm ein Überdruss. Er hat sich aufgemacht, um einen einsamen Platz zu finden. So wie der Bhikshu gesagt hatte, in Abgeschiedenheit, allein und unter Bäumen weilen, lass Herz sich hin auf jenseits allen Leidenswänden mit Dhyana-Sammlung, wohl vertraut, sei voll besonnen, sich dann, wofür dann also viel erklärend reden. Und er hatte bis dahin noch nicht so viel Gelegenheit gehabt, tatsächlich in Sammlung zu verweilen. Und er brauchte also einen Ort, wo man in Ruhe abgeschieden verweilen kann. Und so kam er schließlich an einem Platz, wo keinerlei Gebäude und keine Bedachung war. Und vielleicht war er in der Nähe von Bäumen oder unter Bäumen.
Manchmal hat er sich so eine Hängematte unter Bäumen gemacht aus Zweigen, um darin, die war die halbe Nacht damit beschäftigt, um hierher zu laufen und in der anderen Hälfte in Sammlung zu ruhen. Das war eine Übung der Achtsamkeit im Gehen, im Schreiten, und die halbe Nacht war er im Schreitend in Übung und die andere in Ruhesammlung verweilen. Also die ganze Nacht damit verbracht, in dieser Weise sich zu üben und voller Nachdruck und mit Eifer. Und in frühen Morgenstunden, wo Dämmerung herannahte, war er sehr erschöpft. Er dachte sich, ich bin heute außerordentlich erschöpft, ermüdet. Ich sollte mich einen Augenblick niederlegen. Und es begab sich also daran, sich niederzulegen, mit dem Gedanken, also ich muss mich einen Augenblick wohl hinlegen, muss mich mal ein bisschen hinlegen. Und gerade war er dabei, seinen Kopf auf das Kissen zu legen. In diesem Moment, gerade bevor sein Kopf das Kissen berührte, hat er eine Erfahrung, die er zuvor niemals erlebt hat. Also an diesem Moment, heißt es, hat Ananda den unbefleckten, makellosen Zustand eines Arhats erlangt. Und er sprach in diesem Moment Worte, die man vielleicht so übersetzen könnte. Vielerlei an Dharma habe ich oft gehört, war dem Buddha stets zu Diensten. Jetzt habe ich geboren sein und sterben abgetrennt. Gautama, heute schlafe ich gerne ein. Also er spricht darüber, dass er sehr viele Dharma, ein vielgestaltig und vielartiges Dharma hat hören und lernen können, aber immer dabei, dem Buddha zu helfen und zu Diensten zu sein. Und jetzt habe ich also diese Quelle für Geboren und Sterben abtrennen können, und darüber, Gautama, wirst du sicher sehr erfreut sein. Und in der 5gliedrigen Vinaya-Abteilung ist es sehr ähnlich, aber kleine Unterschiede. Der Unterschied ist dass die Bhikshus selber zueinander sagen, du solltest dich darum kümmern, dass du deine Aufgabe erledigst, denn Kashyapa hat das Konzil einberufen und du bist nicht darin eingeschlossen. Und als er dann obendrein noch den Vers des Bhikshu vom Vriji vernahm, dass er nicht in das Konzil mit eingeschlossen sei, war er sehr bemüht und eifrig, seine Aufgabe zu erledigen, hat die ganze Nacht in Übung verbracht. Wie bereits beschrieben, das schreitend in Achtsamkeit und in Sammlung ruhend, um sein Ergebnis zu erlangen. Und obwohl er die ganze Nacht sich in dieser Weise nachdrücklich übte, war er nicht in der Lage, den Zustand zu erreichen. Und irgendwann, so als die Nacht zu Ende ging, war er sehr erschöpft mit dem Gedanken, aus Erschöpfung sich einen Augenblick niederlegen zu müssen. Doch bevor sein Kopf das Kissen berührte, erreichte er den unbefleckten, makellosen Zustand des Arhat-Seins. Als dann die Bhikshus davon Kenntnis erhielten, dass Ananda diesen Zustand des Arhat erreicht hat, sind sie rasch zu Mahakashyapa gegangen und haben ihm berichtet, sagt, Ananda hat Nirvana gestern erreicht. Wir sollten ihn also definitiv in das Konzil über den Vinaya mit einschließen. Weil der Hauptgrund, den Mahakashyapa angeführt hat, um Ananda nicht einzuschließen in das Konzil, war, dass Ananda noch kein Arhat sei. Nachdem er also den Arhat-Zustand erreicht hatte, war für Mahakashyapa kein Grund mehr da, ihn nicht mit einzuschließen.
Und dann dachte sich Mahakashyapa, okay, wo sollten wir dann hingehen? Was ist der beste Platz, wo wir uns so dann treffen? Wo haben wir genügend Unterkunft, Schlafstätten und alles andere, was wir noch benötigen? Und wir sollten uns darüber Gedanken machen, wo der beste Ort für uns als Unterkunft ist für ein solches Konzil. Und sie dachten sich dann, dass Rajagriha wohl die meisten günstigen Umstände dafür habe. Und so haben alle ihre Meinung dazu geäußert und am Ende sich entschlossen, tatsächlich nach Rajagriha zu gehen. Ich möchte das, glaube ich, euch allen mal zeigen. Das sind die Ruinen von Kushinagar und Vaishalis Ruinen. Das Rajagriha, die Überreste. Wenn man von Kushinagar nach Rajagriha sich begeben möchte, wenn man das an Google Landkarte sucht, dann ist die Reise von Kushinagar zu Fuß nach Rajagriha 60 Stunden des Weges zu Fuß. Wenn man diesem Fußmarsch, diesem Wege folgt, kann es also ungefähr für 59 Stunden dauern, wie auch immer. Auf dem Weg von Kushinagar nach Rajagriha kommt man, das ist ganz klar, dass man auf dem Weg nach Vaishali vorbeikommen muss. Der nächste Punkt, den wir betrachten sollten, ist, wie es in der Gliederung des Berichts nach dem viergliedrigen Vinaya dort aufgelistet ist. Da war also die Entscheidung, das Konzil abzuhalten und die Unterweisung des Bhikshu von Vriji an Ananda, um ihm dazu helfen, das Resultat zu erlangen. Und jetzt ist der nächste Punkt die Diskussion darüber, ob man die geringeren Vorschriften einhalten solle. Okay, wie war die Situation? Sie waren auf dem Weg waren in Vaishali angelangt, auf dem Weg nach Rajagriha. Sie waren also unterwegs und haben sich unterwegs Gedanken gemacht, was müssen wir tun, was müssen wir vorbereiten. Wie sollten wir für dieses Konzil uns vorbereiten? Wäre es best, zuerst uns um Unterkunft und zu kümmern oder erst Vinaya zu besprechen? Sollten wir erst vielleicht Vinaya diskutieren und dann die Unterkunft oder umgekehrt? Und schließlich kamen sie zu dem Entschluss, dass das Beste sei, gleich nach Ankunft in Rajagriha die Unterkunft herzurichten. Zwischen dem fünfgliedrigen und der viergliedrigen Vinaya-Darlegung in dem Bericht ist dass als die 500 entschieden hatten, nach Rajagriha zu gehen und dort ankamen, dass dieser Zeitpunkt des Ankommens dort zugleich der erste Monat der Regenzeit war. Das sind 3 Regenzeitmonate. Der erste ist der Monsun. In dieser Monsunzeit ist der erste, zweite und dritte Monat, so heißen sie. Sie kamen also während des ersten Monats der Regenzeit dort an und dort angekommen haben sie sich entschlossen, dass sie die Unterkünfte und Schlafstätten, die Klöster dort restaurieren und in Anstand setzen sollten. Und im zweiten Monat würden sie dann in Samadhi-Sammlung verweilen und im dritten Monat dann
würden sie sich an einem Punkt treffen wollen, um ihr Konzil abzuhalten. Aber bevor sie dieses Konzil abhielten, so hat es dann Mahakashapa gesagt, die Bhikshus, hört, was ich zu sagen habe. Wenn alle Bhikshus sich darüber einig wären, dann sollten wir Upali einladen, über diesen Vinaya, dieses geregelte Leben von Bhikshus und Bhikshunis zu sprechen. In der Theravada-Tradition gibt es auch eine kürzere Abteilung, die hier darüber spricht. Da ist im Wesentlichen dasselbe darin erklärt ist. Die Wahlen kamen nach in Rajagriha an und die älteren Bhikshus dachten, dass in der Vergangenheit der Buddha jeweils einen großen Wert darauf gelegt hat, dass wir unsere Stätten, unsere Wohnstätten und Schlafstätten in Ordnung halten und damit sie nicht zerfallen. Er hat dies sehr geschätzt und hat das gepriesen. Das erinnernd haben sie dann zuallererst sich entschlossen, im ersten Monat der Regenzeit ihre Schlaf- und Wohnstätten wiederherzustellen. Und im zweiten Monat dann sich mit dem Konzil zu befassen. Zu dieser Zeit, das ist jetzt wieder in der viergliedrigen Vinaya-Tradition, Mahakashapa hatte viele Bhikshus eingeladen. Und darin waren sehr viele von den Älteren und vielleicht Popuna, Dashabala, Kashyapa, Popuna. Das ist eine Diskussion darüber, ob das der wäre oder jemand anders. Also es gab die Reihenfolge der Seniorität, des Rangs der Älteren. Ganz allgemein war das so zu dieser Zeit, dass unter den Bhikshus, dann ist das die Reihenfolge in der viergliedrigen Darstellung des Vinaya ist Popuna nicht darin eingeschlossen, weil das aber auch der Name eines anderen Bhikshu ist. Jedenfalls Dashabala Kashyapa und hier ist dann der Popuna aufgeführt, dann Mahakashapa und schließlich Nummer 4 war Mahakunda. Und zu diesem Zeitpunkt war Mahakashapa mit der Verantwortung betraut, die Vorbereitungen zu leiten und die Versammlung einzuberufen. Er war gewissermaßen der Disziplinarmönch. Und er sprach also zu der Gruppe und sagte, ihr Ehrwürdigen der Gemeinschaft, wenn ihr alle bereit seid und einverstanden, dann werden wir uns von heute an zusammensetzen, um Vinaya-Regeln zusammenzustellen. Und zu diesem Zeitpunkt heißt es, sei Ananda von seinem Sitz aufgestanden, hat seine Hände zusammengelegt, seine Roben übergeworfen und seine Hände zusammengelegt und ich habe es gehört, wie der Buddha sprach, dass in der Zukunft eine Zeit kommen werde, wo es erlaubt sei für die Bhikshus, diese geringeren Vorschriften abzulegen. In der Zukunft wird es also irgendwann okay sein, diese geringeren Regeln abzulegen. So sprach also Ananda zu Kashyapa und Kashyapa umgekehrt gab zur Antwort,
Hast du dabei bei dieser Gelegenheit den Buddha gefragt, welche denn die geringeren Vorschriften seien? Also wenn er gesagt hat, die geringeren Vorschriften, was hat er damit gemeint? Welche waren denn die geringeren Vorschriften oder Regeln? Und Ananda sagt, zu diesem Zeitpunkt habe ich das nicht wirklich verstanden. Ich war deshalb nicht in der Lage, den Buddha zu diesem Thema zu befragen. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Bhikshus versammelt und hörten die Worte voneinander, dass es dann nicht nötig sei, einen Teil der Regeln einzuhalten. Und einige sagten, sie haben ihre Meinung mitgeteilt. Einige haben gesagt, was sind die geringeren denn? Die geringeren Vorschriften sind alle Vorschriften außer der 4 Arten von Ruin. Alle anderen sind geringerwertig. Einige sagten, die geringeren sind alle Vorschriften außer die 4 Arten von Ruin und die 13 anderen. Und wieder andere sagten, die außer den 4 Arten von Ruin, den 13 übrigen und den 2 unbestimmten sind alle anderen geringerwertig. Und einige sagten, die sind die 4 Arten von Ruin, die 13 übrigen, die 2 unbestimmten und dann die 30 Arten von Absturz oder Verlust und alle übrigen sind geringerwertig. Und dann waren da wieder einige Bhikshus, die der Meinung waren, dass alle Vorschriften, also die 4 Arten von Ruin und die 90 Arten von Absturz und so weiter, alle anderen seien geringerwertig. Und im Theravada-Tradition ist ungefähr dieselbe Darlegung gegeben. In jedem Fall war das, was Mahakashyapan sagte zu den Bhikshus, das ist wieder gegründet auf die 4gliedrige Vinaya-Tradition. Jetzt hat jeder seine verschiedene Meinung vorgetragen, was die geringerwertigen Vorschriften seien. Wir haben es bestimmt. Wir wollten es miteinander besprechen, aber jeder hat eine andere Meinung darüber. Es ist also einfach nicht klar geworden, was diese geringerwertigen sind. Und ich sage deshalb, von heute an sollten wir, wenn da eine Regel ist, die der Buddha in der Vergangenheit nicht gemacht hat, hier nicht festgelegt hat, dann sollten wir keine neue in dieser Weise aufstellen. Wenn da aber Vorstellungen sind, die der Buddha einmal selber gesprochen hat, dann sollten wir sie nicht vergessen und nicht beseitigen, sollten sie weiter wertschätzen und uns selber schulen in diesen Regeln, die der Buddha selbst dargelegt hat. Jeder war damit einverstanden und so kam sie zu dieser Entscheidung. Im Theravada-Darlegung ist es ungefähr dasselbe. Und ein klein bisschen anders. Das kleine andere daran ist, dass all die anderen, die Privatleute, die üben, wissen, was wir an Regeln haben, dass wir viele Regeln haben. Und die wissen, was Recht ist für einen Shakya und Bhikshu zu tun und was nicht zu tun ist. Und wenn wir dann mit einem Regeln hier brechen und die als geringerwertig ablegen, dann sagen sie, ach, die Regel, das geregelte Leben des Gautama sind sofort dabei, sie zu verflüchtigen wie Rauch, nachdem der Lehrer gegangen ist. Und solange der Lehrer selbst am Leben war, haben sie sich wunderbar an die Regeln gehalten und jetzt, wo er nicht mehr da ist, dann löst sich das Ganze rasch auf. Und deshalb war dann der Vorschlag, wenn alle Bhikshus darüber sich einig seien, sollten wir keine neuen Regeln aufstellen, die der Buddha nicht gesagt hat, aber auch keine der Regeln aufgeben und entfernen, die auf den Buddha selbst zurückgehen. Stattdessen sollten wir diese einhalten, wertschätzen. So, ihr Ehrwürdigen, falls ihr damit übereinstimmt,
dann bleibt einfach in Stille sitzen, habe dir eine andere Meinung, dann sagt sie jetzt. Und alle Bhikshus, so heißt es, haben still gesessen, womit diese Entscheidung gemeinsam getroffen wird. So heißt es in der Theravada-Vinaya-Tradition. Danach, als nächsten Punkt, haben wir zu betrachten die 7 sogenannten Verfehlungen Anandas. Wenn wir darüber sprechen, was die Fehler Anandas hier sein sollen, dann möchte ich darüber in den nächsten Tagen noch etwas mehr und ausführlicher sprechen, aber ganz allgemein. Die Reihenfolge dieser sind hier zum Beispiel der feineren Erörterung des geregelten Lebens Vinaya in der tibetischen Tradition oder in der 5gliedrigen Vinaya-Tradition der chinesischen Tradition erwähnt. Und das sind Punkte, die Mahakashyapa erwähnt hat, als Fehler von Ananda, um ihn zu inspirieren, damit er seine Aufgabe erledigt, um ihn zu inspirieren, damit er im weltlichen Geschehen einen Überdruss entfalte, um seinen Arahant-Zustand zu erlangen. So ist es in den meisten Traditionen erwähnt ist, aber in dem 4gliedrigen Vinaya ist das nicht die Reihenfolge. Es war also der Zeitpunkt, nachdem Ananda sein Resultat erlangt hat und die Gruppe sich der Gruppe anschließt. Danach erst hat Mahakashyapa gesprochen und ihm der verschiedenen Fehler bezichtigt. Und ebenso heißt es in der 4gliedrigen Vinaya-Tradition, dass der Bhikshu vom Riji eben diese Worte gesprochen habe, um Ananda zu inspirieren. Das ist also ein großer Unterschied. Die feineren Punkte im Vergleich zu den feineren Punkten in der Mula Sarvastavadin-Tradition des Vinaya. Darüber sollten wir beim nächsten Mal sprechen, aber in jedem Fall, aber im Einklang mit der 4gliedrigen Vinaya-Darlegung ist es hier ist es Mahakashyapa, der Ananda bezichtigt, diese Fehler zu haben. Und das Erste, was er sagte, du warst derjenige, der das aufgebracht hat, dass Frauen wenn die Gemeinde aufgenommen werden, das war ein Fehler und das war gegen den Dharma und du sollst das hier bitteschön bereuen und bedauern und bereuen, sich dafür entschuldigen. Wie ich das bereits anderen Tags dargelegt habe, war da diese Bhikshuni, Stulananda, die Mahakashyapa immer wieder belästigt hat. Und solange der Buddha immer noch am Leben war, konnte Mahakashyapa nichts dagegen Ananda sagen. Aber nachdem jetzt der Buddha nicht mehr am Leben war, hatte er endlich eine Gelegenheit, Ananda hier dieses Fehlers zu bezichtigen. Und das war sozusagen die Gelegenheit für ihn, um Ananda aufzufordern, diesen Fehler zu bedauern. Und was Ananda daraufhin zu verstehen gab, sagte, ich habe das nicht absichtlich gemacht und habe es nicht als einen Fehler gesehen. Und Mahaprajapati war sehr, sehr gütig zum Buddha. Sie hat sozusagen die Rolle der Mutter übernommen, nachdem seine Mutter nicht mehr war. Und sie hat sich so um Buddha gekümmert. Und so, das war Mahaprajapati. Und sie hat eine große Hoffnung in den Buddha gesetzt. So, in diesem Sinne denke ich nicht, dass es ein Fehler meinerseits hier war, aber wenn du es sagst, dass es ein Vergehen sei und ich habe ein Vertrauen in dich, dann möge ich es an dieser Stelle hier mit Dauern bereuen. So, der sagt also praktisch, ich werde es bereuen, falls es ein Vergehen wäre. Ich fühle es nicht, aber wenn es ein Vergehen wäre, dann werde ich es hiermit bedauern. Und dann, die nächste Anschuldigung war, Mahakashyapa sagte, der Buddha hat 3-mal zu dir gesagt, dass du solltest sein Diener sein, sein Gehilfe, und du hast es aber nicht angenommen.
Und du hattest es einmal gesagt, du hattest es zweimal genommen, das dritte Mal, du hast es immer noch nicht angenommen. Das war ein Fehler, das solltest du bitte bereuen. Du musst das unbedingt bereuen und bedauern und dich entschuldigen dafür. Ananda sagte, das habe ich nicht mit Absicht getan. Eine Gelegenheit, dem Buddha zu Diensten sein, ist unglaublich schwierig zu erlangen. Es ist so schwierig, diese Gelegenheit zu bekommen. Und ich habe einfach nur gedacht, ich bin dazu nicht fähig, diese Aufgabe anzunehmen. Und deswegen denke ich nicht, dass es ein Fehler war. Also ich glaube nicht, es war ein Fehler, aber wenn ich habe ein Vertrauen in dich und wenn du meinst, dass es ein Fehler ist, dann bereue ich dich hiermit oder bedauern. So, ich weiß nicht, wer da hier recht hat. Ihr könnt es euch selber überlegen. Und dann kommen wir zu der dritten Anschuldigung. Im dritten heißt es, dass Mahakashapa sagt, als du das Buddha-Robe genäht hast, die neuere äußere Robe, dein Gewand, hast du mit absichtlich auf die Robe des Buddha getreten. Manchmal muss man etwas auseinanderziehen, muss man dem Knie festhalten, um es auseinanderziehen. Du bist also absichtlich auf die Robe des Buddha getreten. Das ist also ein Fehler, ein Gehen, das du definitiv hier bereuen solltest und dich dafür entschuldigst. Vielleicht war es schwieriger, einen Fehler zu finden. Man muss aus Absicht danach gucken, ob man irgendeinen Fehler findet. Wenn man vielleicht zu einem Kuh schaut und sieht, wie jemand da die Roben näht und dann irgendwie mit dem Fuß oder mit dem Bein heruntergehalten hat und festgehalten hat, einerseits, um das auseinanderzuziehen, den Stoff. Und Ananda sagte, ehrwürdiger Mahakashapa, ich habe das nicht aus Stolz und Überheblichkeit gemacht, ich habe nicht absichtlich auf seine Robe getreten. Also ich glaube nicht, dass es ein Fehler war, aber wenn du sagst, es ist ein Fehler und ich habe Vertrauen in dich, deswegen möchte ich an dieser Stelle hiermit bedauern, möchte mich dafür entschuldigen. So, vierte Fehler. Der Buddha hat zu dir dreimal gesagt, ich werde jetzt in Parinirvana gehen. Dreimal hat er es angekündigt. Und dann hast du ihn an dieser Stelle nicht gebeten, noch für ein ganzes Äon, ein Zeitalter verweilen zu müssen. Und wenn er noch für ein weiteres Äon in dieser Welt geblieben wäre, dann hätte das so viel an Dharma noch gelehrt und hätte viele in Menschen und Götter von Nutzen gewesen sein und hätte sie in Freude und Wohlergehen etabliert. Und das ist ein großer Fehler von dir, dass du das nicht hast tun können. Und er sagte, Ananda sprach dann, ehrwürdiger Mahakashapa, ich habe das nicht absichtlich getan. Ich war von Maras überwältigt und ich war nicht in der Lage, den Buddha zu fragen, nicht in Parinirvana zu gehen. Ich habe es einfach nicht richtig verstanden. Ich war im Augenblick wie benommen. So, ich habe also habe das nicht absichtlich gemacht. Ich war einfach irgendwie an dieser Stelle habe ich einen Blackout gehabt und konnte es nicht richtig, habe es nicht richtig wahrgenommen. Ich glaube also nicht, dass es ein Fehler war, aber wenn du glaubst, es war einer und ich habe Vertrauen in dich, dann möge ich an dieser Stelle hier mit Bedauern bereuen. Fünfter Punkt. Mahakashapa sagt, als der Buddha noch am Leben war, dann hat er einmal dich darum gebeten, ihm Wasser zu geben. Und du hast ihm zu diesem Zeitpunkt kein Wasser angeboten. Das ist ein Fehler von dir. Den musst du unbedingt jetzt hier mit Bedauern zur Kenntnis nehmen und dafür dich entschuldigen. Er sagte, also wenn der Buddha darum bittet, ihm Wasser zu geben und du gibst ihm das Wasser nicht, dann ist das definitiv ein Vergehen. Ananda sagt, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Zu dem Zeitpunkt waren da 500 Wagen vorbeigefahren und das Wasser war dreckig und schmutzig geworden. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier, was er mit den 500 Wagen gemeint hat, jedenfalls so viele Wagen oder die dort so Staub aufgewirbelt haben und Dreck erzeugt haben, sodass das Wasser selber eben schlammig und nicht mehr rein war. Und ich habe gedacht,
ich kann dieses dreckige Wasser dem Buddha nicht geben. Das würde ihn vielleicht krank werden lassen. Und Mahakashapa sagt hier, du solltest das in jedem Fall dem Buddha angeboten haben. Der Buddha, wenn der Buddha sagt, du sollst ihm Wasser geben, dann hast du das zu tun, bitteschön. Der Buddha hat nämlich die Kraft, dass er schmutziges oder schlammiges Wasser wieder rein machen kann. Also wenn er sagt, hier, du, bitte gib mir Wasser, dann was hält dich davon ab, ihm kein Wasser zu geben? Bitteschön, das wäre deine Aufgabe gewesen. Und andererseits, ich habe das nicht absichtlich gemacht. Aber deswegen denke ich nicht, dass es ein Vergehen ist, aber ich habe Vertrauen in dich und wenn du glaubst, dass es ein Vergehen sei, dann möchte ich es hiermit aufrichtig bedauern. Und Nummer 6. Kashyapa hob an erneut und sagte, als der Buddha sagte, man habe in der Zukunft sind da geringerwertige Vorschriften, die die Mönche nicht mehr einhalten müssen, dann war es dein Fehler, dass du nicht darum gefragt hast, was denn dieses geringerwertigen seien. Du hättest ihn ganz klar fragen müssen, was meinst du damit das klar ist für alle Zukunft. Dass das nicht geschehen ist, ist jetzt dein Fehler. Es fällt alles auf dich zurück. Und Nanda sagte, nun, das habe ich nicht mit Absicht getan. Zu diesem Zeitpunkt habe ich einfach nicht wirklich verstanden, worum es ging. Und ich habe deshalb vergessen, den Buddha zu fragen, was er mit geringerwertigen Vorschriften meint. Ich war wahrscheinlich einfach nicht ganz sicher, was er damit gemeint hat. Deswegen habe ich nicht nachgefragt. Und Ananda war zu diesem Zeitpunkt vielleicht sehr voller Bedauern oder war betrübt und er hat deshalb war nicht klaren Geistes genug, um dann nachzufragen. Jedenfalls sagt Ananda, ich denke nicht, dass es ein Vergehen war, aber weil du meinst, dass es ein Vergehen ist, dann werde ich es hier, weil ich Vertrauen in dich habe, aufrichtig bedauern. Und der letzte Punkt, das ist das, was ich bereits anderen Tags hier berichtet habe, als Mahakashapa kam, die Überreste des Buddha zu sehen, die Sohlen des Buddha, die Fußsohlen als bedreckt wahrgenommen hat, dass Ananda eben dann die Erklärung gab, da waren so viele Frauen, die haben sich da verneigt und haben geweint und dann haben sie die Tränen und ihre Hände haben die Füße des Buddha berührt und das hat die Füße des Buddha schmutzig werden lassen. Und deshalb sagte hier Mahakashapa, du hast diese Frauen nicht davon abgehalten, dass sie die Füße des Buddhas beschmutzen. Deswegen waren die Füße des Buddha beschmutzt und das ist dein Fehler gewesen. Du bist daran schuld. Das solltest du hier aufrichtig bedauern, solltest du dich dafür entschuldigen. Und Ananda sagte, nun, das habe ich nicht mit Absicht getan. Die Frauen waren nicht aufmerksam. Sie haben so weinend sich vor dem Buddha verneigt und dann haben ihre Hände waren nass mit Tränen und als sie dann die Füße des Buddha berührt haben, dadurch sind die Füße etwas beschmutzt worden. Ich denke nicht, dass das mein Fehler ist, aber wenn du meinst, dass es ein Fehler sei und ich habe Vertrauen in dich, dann mag ich sie aufrichtig bedauern. Über diese hier grundniedrigen Vinaya-Texte diesen Bericht als Grundlage nehmen, dann hat Mahakashapa Ananda 7-facher Fehler bezichtigt und die Dinge, die er nicht hätte tun sollen. Und das an einem Ort, wo jeder zuhören konnte. Und Ananda war eine besondere Person. Jeder würde vielleicht denken, jetzt ist der Buddha fortgegangen und dann gleich den Ananda hier zu beschuldigen und mit einer Fehler öffentlich zu brandmarken dafür. Das Ananda hat dann eben gesagt, na gut, wenn du meinst, dass es ein Fehler ist, dann möge ich es hiermit aufrichtig bedauern. Es gibt, was diese Fehler betrifft, verschiedene Berichte. Manchmal sind es 9 Fehler, die zusammen und das geringste, die Zahl sind 5 Verfehlungen.
Darüber werde ich später sprechen. Über die Fehler anderen, das werde ich später nochmal ausführlich sprechen. Ich glaube, das ist der beste Punkt hier heute, ist für heute dabei zu belassen.